Er gilt als das politische und moralische Gewissen des krisengeschüttelten kurdischen Volkes. In unseren Breitengraden ist er noch ziemlich unbekannt. Bachtiar Ali, 1960 im Nordirak geboren, hat Dutzende Romane, Essays und Gedichte veröffentlicht. Soeben ist erstmals eines seiner wichtigsten Bücher, Der letzte Granatapfel, auf Deutsch erschienen. In der Übersetzung von Ute Kantera-Lang und Ravez Salim. Dass jetzt erst ein Buch dieses Autors auf Deutsch erscheint, hat einen einfachen Grund. Es gibt so gut wie keine professionellen Übersetzer aus Soarani, wie jene kurdische Variante heißt, die im Irak gesprochen wird. Katja Gasser hat Bachtiar Ali in Köln getroffen, wohin er Mitte der 1990er Jahre geflohen ist. Niemand kann neu beginnen. Kein Rückzug kann einen Menschen von der Welt befreien, schreibt der kurdische Autor Bachtiar Ali. Und das trifft auch auf ihn zu. Ihn, der Mitte der 1990er Jahre nach Deutschland geflohen ist, nach Köln, wo er sehr zurückgezogen lebt. Das Gefühl, auf der Flucht zu sein, hat der überzeugte Atheist niemals verloren. Diese Reise hat kein Ende für mich gehabt. Ja, ich bin immer noch auf der Flucht. Und da gibt es viele Leute, die bleiben immer auf der Flucht. Gründe zu fliehen hatte Bachtiar Ali unzählige. Saddam Hussein sagte, er habe sein Leben zerstört. Er war mehrmals inhaftiert, wurde schwer verletzt. Viele seiner Freunde und Familienmitglieder sind ermordet worden. Was ihn schließlich sein Land verlassen ließ, war der kurdische Bürgerkrieg Mitte der 1990er Jahre. 50 Jahre Krieg im Irak hat unsere Persönlichkeit, irakische Persönlichkeit und kurdische Persönlichkeit entstellt. Die Leute haben kein Mitgefühl. Bachtiar Ali schreibt: Die Wüste und die Politik sind eins. Zwei Felder, auf denen nichts wächst. Bachtiar Ali, geboren 1960 in der nordirakischen Stadt Sulaimania, gehört einer Generation von kurdischen Autoren im Irak an, die sich aufgrund ihrer katastrophalen Erfahrung mit Politik gegen die Politisierung aller Lebensbereiche stark machen und damit für eine radikale Demokratisierung ihrer Gesellschaft. In seiner Heimat gilt Bachtiar Ali vielen als moralisch-intellektuelles Vorbild. Der Kampf um die Würde der kurdischen Sprache, die Arbeit daran, sie als Literatursprache zu etablieren, ist wesentlicher Bestandteil von Bachtiar Alis poetisch-ethischem Programm. Die kurdische Sprache war fast immer verboten. Und Kurdisch zu schreiben war immer wie eine politische Aktion. Und Kurdisch zu schreiben war immer wie man ein Tabu überschreitet. Ja. Und nicht jeder Autor, und Sie wissen, alle Autoren machen das sehr gerne, ja, mit Verbotenheit zu kämpfen. Ja. Und als kurdischer Autor habe ich immer diesen gefährlichen Spaß gehabt. Ja, aber es ist ein sehr gefährlicher Spaß manchmal, weil kein Einsatz das Leben kostet. Von all dem erzählen Bachtiar Alis Bücher. Es ist die wechselvolle, tragische Geschichte des kurdischen Volkes, die das Herzstück seiner Literatur ausmacht. Und zugleich ist es die Welt, sind es grundlegende Fragen des Menschseins, mit denen sich Bachtiar Ali in seiner Literatur beschäftigt. Das gilt auch für den Roman Der letzte Granatapfel, der in der Zeit nach der kurdischen Revolution im Irak, also nach 1991, angesiedelt ist. Ein ehemaliger hochrangiger Peschmerga, also ein Mitglied der Streitkräfte der autonomen Region Kurdistan, erzählt darin von seiner Vergangenheit und der seines Landes. Er erzählt, während er sich gemeinsam mit anderen Flüchtlingen im Mittelmeer auf einem Boot Richtung Westen befindet, von Gefangenschaft, Liebe, Macht und ihren Fallstricken, von Tätern, die zu Opfern werden und von Opfern, die zu Tätern werden. Das Problem ist, die Katastrophe ist so groß bei uns, die ist unerzählbar geworden. Die Katastrophe ist total unerzählbar geworden. Und als Schriftsteller, als Autor habe ich immer versucht, alle diese Unglück, alle diese Katastrophen erzählbar zu machen. Bachtiar Ali, dessen Leidenschaft das Gehen ist, sagt, dass der Irak überhaupt nur mehr auf dem Papier existiere.
Das Land sei aufgespalten in 3 unversöhnliche Gebiete: das sunnitische, schiitische und die autonome Region Kurdistan. Diese sollten sich voneinander gänzlich unabhängig machen. Nur so werde Frieden einkehren. Und Europa? Wie schätzt Bachtiar Ali den Zustand Europas ein? Den Umstand, dass rechte politische Kräfte wie die AfD am Erstarken sind? Für mich, Europa war ein Modell. Und dieses Modell war ein sehr großes Modell auch außerhalb Europa für unsere Nationen und für unsere Kulturen. Aber wenn wir nun diese Reaktion sehen, wie bei uns, bei AfD, das ist total unnormal für mich. Ja. Weil zum Beispiel in kurdischer Region, in Kurdistan, wir sind 5 Millionen und wir haben schon 2 Millionen Flüchtlinge. Und alle europäischen Länder haben vielleicht 1 Million oder 2 Millionen. Und die Reaktionen hier sind sehr groß. Ich sage nicht, dass wir sind besser, aber ich finde auch dieses Ressentiment und Hass und Aversion gegen die Flüchtlinge unbegründet. In dem Roman Der letzte Granatapfel ist zu lesen: Das Wasser zieht uns tiefer und tiefer in seinen Abgrund. Aber, oh, du Meer, ich fürchte dich nicht, hör mir zu. Meine Geschichte wird ans andere Ufer des Ozeans hinübergetragen. Ein anderer Mensch wird meine Melodie hören und sie an andere weitertragen. Ich schreibe immer die Geschichte von anderen oder ich schreibe über die Schmerzen von anderen Leuten, um meine Schmerzen zu vergessen. Und das hilft mir eigentlich. Das hilft mir auch, meine Schmerzen zu vergessen und meine Unglück zu vergessen. Und dann trennen wir uns von Bachtiar Ali, der lieber allein ist als unter Menschen. Auf die abschließende Frage, was ihn glücklich mache, antwortet er: Wenn ich gut bin zu Menschen, ein reines Gewissen habe, dann bin ich glücklich. Und das ist das Buch Der letzte Granatapfel von Bachtiar Ali im Unionsverlag erschienen.